Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Ein Sommer lang auf der Hütte oben. Im Lutherbrunnental, am Mönch und im Buschlaf. SRF bei den Leuten taucht ein in den Alltag der Hüttenwärter und ist zu Gast in der Sauseo-Hütte im Val di Campo. Bei der Familie Heiss. Die Eltern, der Bruno und Ruth, die Töchter Nadia und Sandra und die beiden Grosskinder, die Vivian und die Emina. Ein richtiger Familienbetrieb. Die Sauseo-Hütte ist für sie mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es ist ihre zweite Heimat. Und das schon seit 34 Jahren. Das ist schon Wahnsinn eigentlich, kann ich selber gar nicht glauben. Das Gastau auf der Mönchsjoch-Hütte auf 3650 Meter, die höchst bewahrte Hütte der Schweiz. Dort oben leben und arbeiten seit 8 Jahren Heidi König und der Kriegel Almer. Wegen der extremen Höhe und dem ewigen Schnee kein Schleck. Der Kriegel stört es nicht, die Heidi schon. Weißt du, dass keine Vegetation ist, das ist mein Hauptproblem. Das Gastau auf der Sulz-Lobhorn-Hütte, oberhalb von Lutherbrunnen, bei der Lisa Emenecker. Die Lisa hat dort oben ihre grosse Liebe gefunden und krempelt wegen ihm das Leben komplett um. Sie wagt einen Neuanfang auf einer neuen Hütte im Wallis. Das Problem ist noch, jetzt hat sie 2 Hütten gleichzeitig. Ja, das ist eigentlich gesponnen. 3 Geschichten aus 3 Hütten. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Der Blick zur Jungfrau von der Isenfloh aus gesehen, ob Lutherbrunnen. Von da geht die Luftseilbahn auf die Sulzalp rauf. Der normale Arbeitsweg von der Lisa Emenecker. In 2 Wochen fängt die Saison an. Die Lisa macht einen Kontrollgang auf die Hütte. Sie will schauen, ob alles in Ordnung ist. Hallo zusammen, guten miteinander. Irene, hoi. Hallo, fährst du schon noch? Ja, nein, Okay. ich mal schauen, wie es ist. Gut, okay. Tschüss, Ciao, gute Zeit. tschüss. Ciao zusammen. 1 Stunde geht es von hier rauf bis zur Hütte. Die Lisa ist eine Quereinsteigerin. Nach der Familienphase, wo ihre beiden Töchter erwachsen worden sind, hat sie einmal etwas ganz anderes machen. Ich habe die Hütte kennt von selber, als ich Wanderungen gemacht habe, zusammen mit meiner Schwester. Da habe ich gesagt, das wäre es einmal, so hier oben zu sein, selber als Hüttenwartin tätig zu sein. Etwa 3 oder 4 Jahre später, nachdem ich das erste Mal hier war, war die ausgeschrieben, habe ich mich dann nachher beworben. Und ja, hast du die bekommen? Ja. Willst du das Brief lesen? Gruß, Beat und Diamit. Herzig, hä? Vor 3 Tagen da gewesen. Die warten auf mich anscheinend, dass ich komme. Die Sulz-Lobhorn-Hütte ist recht klein, mit nur gerade 24 Schlafplätzen. Ich bin fasziniert von den Bergen, von der Mächtigkeit dieser Berge. Die Gäste fragen mich manchmal, ja, du siehst es, denke ich, nicht einmal mehr. Aber es gibt immer noch Momente, wo ich mit dem Fotoapparat vorne stehe und Eigenmönch, Jungfrau oder das Wetterhorn fotografieren, weil es immer wieder neue Stimmungsbilder gibt. Zwischen der Winter- und Sommersaison war die Hütte ein paar Wochen zu. Ich schaue, ob die Hütte gut geschlossen ist, ob nicht etwas kaputt gegangen ist, Fenster oder so, wenn es fest gewindet hat. Ich schaue, ob ein Tier vielleicht hätte können. Es ist im Winter, dass ein Marder oder reinkommt oder ein Mäus da ist, dann würde ich einfach entsprechend reagieren. Heute war alles gut. Ich bin zufrieden. Ja, die brauchen unbedingt Wasser und Sonne. Die nehmen wir gerade mit uns. Die Lisa hat die Hütte vor 5 Jahren übernommen und hat gedacht, dass sie lange da oben bleiben wird. Aber wie so oft, es kommt plötzlich alles anders.
Ich habe hier vor 5 Jahren angefangen, zusammen mit meinem Mann. Es ist im Verlauf dieser 5 Jahre zur Trennung gekommen. Ich durfte einen neuen Partner kennenlernen, den Peter. Also, wenn ich sage kennenlernen, ist es nicht ganz richtig, weil ich kenne ihn eigentlich schon von der Schulzeit. Er ist ein Schulkollege von mir, den ich aber hier oben auch wieder getroffen habe. Und es hat sich jetzt so entwickelt, dass ich wieder zurück ins Wallis gehe. Und es ist auch so jetzt rausgekommen, schlussendlich, dass ich im Wallis ein Angebot habe bekommen für eine Hütte. Das ist die Kindhütte, die ist oberhalb von Randa. Und so bin ich noch nicht ganz weg von meiner Tätigkeit als Hittenwartin. Ich habe nicht Angst, was ich beruflich machen werde. Da bin ich gefestigt. Und alles andere lasse ich jetzt einmal auf mich suchen, wie es sich dann entwickeln wird. Fast 30 Jahre war Lisa weg vom Wallis, hat geheiratet und die Kinder großgezogen. Jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt an, mit einem neuen Partner, auf einer neuen Hütte. Das Problem ist nur, ihr Vertrag für Lobhornhütte läuft erst im Herbst ab. Sie hat also einen Sommer lang 2 Hütten gleichzeitig. Der Blick von Lobhornhütten aus über zum Jungfraujoch, zu der Sphinx, der alten Forschungsstation, heute vor allem eine Touristenattraktion. Wenn man auf die Mönchsjoch-Hütte rauf will, ist das der einfachste Weg. Mit der Jungfraubahn von der kleinen Schadeck aus auf das Jungfraujoch. Und dann im Stollen durch die unterirdischen Gänge bis auf den Gletscher raus. So können auch die Hüttenwärter arbeiten. Der Kriegel und Heidi. Das ist Priorität. Etwas vom Ersten, was der Kriegel bei der Saisoneröffnung macht, ist der Wegweiser montieren. Vom Jungfraujoch aus kann man zu Fuß bequem über den Gletscher bis zur Hütte überlaufen, auch wenn man kein Alpinist ist. Das haben wir auch noch gemacht. Für den Materialtransport haben der Kriegel und Heidi ein kleines Raupenfahrzeug und sogar einen Pistenbully. Mit Sack und Pack und mit dem Hund Finn geht es etwa 2 Kilometer über den Gletscher bis rauf zum oberen Mönchsjoch. Sieben Monate bleiben sie im Sommer dort oben. Mit jeder Fahrt planieren sie auch gerade noch den Weg. Die Hütte klebt sozusagen am Felsen, auf 3650 Meter über Meer. Das Kabel. Ist gut? Ja. Ja. Die exponierte Lage verlangt eine spezielle Einrichtung, zum Beispiel ein Materialseilbändli. Vor 8 Jahren haben der Kriegel und Heidi dort oben angefangen. Ein Traumberuf? Ja, Hittenwart wollte ich nicht gerade unbedingt bezeichnen als Traumberuf. Es gibt sicher noch Schöneres. Weil als Hittenwart ist man irgendwie in der Hauptsaison fast 24 Stunden da für Gäste. Weil am Morgen früh geht ich ins Berg, dann muss man um 2 Uhr anfangen zu Morgen machen. Und dann am Nachmittag Gäste hat man, bis am Abend alle daheim sind, im Bett. Wird das manchmal Mitternacht 1, dann gibt es einen noch eine Stunde, 2 zu schlafen. Das ist nicht unbedingt als Traum, kann man das anschauen, aber damit muss man halt leben.
Fuchsgipfel. Die Vorratskammer füllt sich. Verhungern muss man schon einmal nicht. Mit dem Wasser ist es aber ein Problem. Eine Quelle gibt es keine da oben. Man muss entweder Schnee schmelzen oder das Wasser transportieren. Schmelzen ist einfacher und günstiger. Der Kriegel und sein Helfer richten den oberen Stock ein. Die Hüttenwartwohnung. Ein einfaches Zimmer. Das ist der einzige Flecken Privatsphäre für das Hüttenwartpaar. 7 Monate lang. Ich arbeite einfach gerne und mir ist das gleich, wenn ich 7 Monate hier bin und Alltag am Werken bin. Wir sagen mir einfach, der Mensch ist auf der Welt für zu arbeiten, nicht für frei zu machen. Der gehört natürlich auch dazu. Der Finn, der Dritte im Bund. Heidi und der Kriegel kommen beide aus dem Gastgewerbe, haben sich unten in Grindelwald kennengelernt. Sie ist geschieden, er ledig. Im Winter ist die Hütte zu, aber das heisst noch gar nichts. So kannst du ja nicht den ganzen Winter nicht machen für die Hütte. Du musst ja dauernd irgendetwas organisieren. Also das ist nicht so... Also klar, es ist extrem hier halt, weil wir im Schnee sind total. Und das ist vielleicht mein Problem, dass ich da mit mir habe. Weißt, dass keine Vegetation ist. Das ist mein Hauptproblem, würde ich jetzt sagen. Leben und Arbeiten auf über 3600 Meter. Zwar mit einer Hammeraussicht, aber immer im Schnee, auch im Sommer. Das muss einem schon gegeben sein. Ganz anders das Klima beim Lago Sauseo, im Puschlaf, im Val di Campo. Die Sauseo-Hütte ist im Winter und im Sommer offen, mit nur einer kurzen Pause zwischendurch. Die Ruth und der Bruno Heiss sind dort oben nicht nur Hütten wert, sie sind schon fast ein bisschen eine Institution. Die Sauseo-Hütte und die Familie Heiss, das ist wie Eis. Das sind jetzt 34 volle Jahre schon, wo wir da sind. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Kann ich selber gar nicht glauben. Ich würde sagen, es sind 10, 15 Jahre. Also, ja. Wir sind 34. Die Familie ist da groß geworden. Und ja, es ist Wahnsinn eigentlich. Ja. Das Leben da oben verbracht, kombiniert mit Führer und gewisse Sachen auch noch. Aber schön, doch. Kaum wieder in der Hütte steht Ruth schon in der Küche. Sie selber hat ja nie gedacht, dass sie einmal Hüttenwartin wird. Ja, das ist eigentlich der Bruno. Ich wäre doch nie zu einer Hütte gekommen. Aber der Bruno ist ja Bergführer und er hat eigentlich immer wollen. Aber am Anfang wäre doch das nie im Sinn gekommen, auf eine Hütte zu gehen. Aber ja, jetzt ist das so. Und jetzt sind wir halt schon 34 Jahre da. Poteva aiutare, Scargavargot? No, è tutto. Morgen, Nadia. Siamo ai fiori. Ciao, buondì. Morgen, Sandra. Ciao. Altri problemi dalla camera e cammini. Hier ist schon tut. Sì, sì. Ecco. Nadia und Sandra sind 2 von ihren 4 Töchtern. Sie sind die beiden Ältesten und arbeiten in der Hütte mit. Fest angestellt. Hast du gut geschlafen, Nadia, nach deiner Reise? Ja, Seit dem Mai nach der Skitourensaison haben alle noch ein bisschen frei machen. Jetzt startet das Familienunternehmen Heiss so langsam wieder der Motor für die Sommersaison. Ja, warte. Warte. Hier innen, schnell. Veloci. Und wir sollen wir hier oben anfangen, oder? Ja, ich komme dann mit rauf in den Lager, dass wir alles mit anziehen. Nadia ist die Älteste. Sie und ihre Schwestern sind dort oben quasi aufgewachsen.
Vor 34 Jahren, als die Eltern die Hütte übernommen haben, war Ruth schon schwanger. Und dann im August ist dann Nadja auf die Welt gekommen. Und unsere Verwandten sind dann da raufgekommen und schauen, wie die Nadja hat. Und nicht daheim den Besuch. Ja, eben, hast ja zu tun gehabt. Ich war hier in der Hütte eigentlich bis praktisch 2 Tage vor der Geburt. 3 Jahre später ist dann Sandra gekommen. Sandra die ist dann im Januar geboren. Der Bruno hat mir angerufen, du musst raufkommen, mir geht's nicht gut. Und dann, was habe ich gemacht? Habe ich klein gepackt, da immer so einen Schnöckel rein, einen riesen Rucksack. Und bin dann aufs Fahrt zu. Und dann mit meinen Ski hintergekommen. Und dann treffe ich Leute an. Und die haben mich ganz empört angeschaut und gesagt, ja, wo gehen Sie hin? Sag ich, ich gehe in die Hütte. Und dann haben sie unter sich gekuschelt. Ich habe gesagt, ihr spinnt, glaube ich. Aber eben, es ist am 18. Januar ist auf die Welt gekommen und Anfang Februar sind wir in die Hütte hineingekommen. Der Bruno, der Hüttenwart und Bergführer, ist stolz auf seinen Familienbetrieb. Besser kann es für ihn gar nicht sein. Autoverlad Kandersteg. Mindestens einmal pro Woche fährt Lisa durch den Lötschberg ins Wallis. Der Tunnel begleitet mich eigentlich die letzten 30 Jahre immer wieder. Es war einmal eine Zeit, als ich von daheim weggegangen bin. Immer durch den Tunnel weg. In die Deutschschweiz, wie wir sagen. Und jetzt schaue ich es von einer anderen Seite an. Jetzt führt er mich eigentlich wieder heim. Zum Daheim, Familie, zum Peter. Es ist ein anderes Gefühl. Ich gehe lieber jetzt den Weg, als wann ich gegangen bin. Sie ist auf dem Weg in ihre neue Zukunft. Es ist auch eine Art Haiku. Hier in St. Nikolaus, zwischen Visp und Zermatt, ist Lisa aufgewachsen. Daher kommt sie jetzt zurück. Ihr neuer Lebenspartner, der Peter, ist wie Lisa auch geheiratet. Er hat 2 Kinder und ist von Beruf Schreiner. Er hätte nie gedacht, dass er Lisa wieder einmal trifft. Seine grosse Liebe aus der Schulzeit. Ja, Lisa. Wir 2 kennen uns schon sehr, sehr lang. Schon seit ich bald 40 Jahre. Dann sind wir zusammen. Sind wir 3 Jahre zur Schule gegangen. Haben hier zusammen gemacht. Und ich habe immer gedacht, ach, das ist das herziges Frauenli. Sicher da. Und haben sie leider ein bisschen Säugen verloren. Vergessen haben sie irgendwie nie. Und dann kommt aber der 40. Geburtstag, also ein Jahrgänge-Treffen. Sie waren das Wochenende vor. Dann haben sie ihn wieder gesehen. Ich habe dich zuerst nicht einmal mehr gekannt. Das ist fast das Schlimmste. Als Lisa Hüttenwartin geworden ist, hat sie einmal einen Schreiner gebraucht. Und dann ist ihr in den Sinn gekommen. Und dann habe ich der Petschi, der hat doch Schreiner gelernt. Und dann habe ich mir ein SMS geschickt, das erste Mal. Über Zeit hänge. Und ich glaube, am nächsten Tag bist du schon da gewesen. Und dann haben wir zusammen zu Nacht gegessen. Und dann kommt er da plötzlich mit der Geschichte so von, wie lange er jetzt gewartet hat, bis ich ihm mal Dinge schreibe und wie glücklich dass er jetzt ist, dass er hier mit mir sein kann. Und ich bin da gehockt und ich dachte, ja, was soll ich jetzt mit dem machen, mit der ganzen Geschichte? Dann hat es schon gerade schon Moment rotiert. Gell?
ich habe das gar nicht gedacht, dass da einer 25 Jahre ausgerechnet auf mich wartet. Das ist, kannst du eigentlich fast nicht glauben. Gell? Ja, ja. Ha? Ja, ja. Aber schön. Oh ja. Schön ist es jetzt so. Seither sind sie zusammen und wollen im Wallis miteinander eine neue Existenz aufbauen. Auf der Kinnhütte oberhalb von Randa. Heute gehen sie das erste Mal anschauen. Ja, aber was soll ich nur sagen? Ja, das ist eigentlich gesponnen. Aber es kommt gut. Ich weiss es. Es kommt gut. Jetzt gehen wir das anschauen. Ich bin nervös. Es kommt mir vor, ich habe meinen ersten Schultag. Aber ja. Jetzt muss ich aber gehen. Jetzt muss ich wirklich am Brief schauen, wie das aussieht. Jetzt packen wir es. Ja. Zurück ins Buschlaf, in die Sauseo-Hütte. Sandra hat auch eine Familie mit 2 kleinen Kindern. Das Leben auf engstem Raum ist sie sich gewöhnt, von früher her. Früher war es wirklich eng. Haben wir nur ganz 2 kleine Zimmer mit Eltern und 4 Schwestern. Heute hat jede von den beiden Schwestern ihr eigenes Zimmer in der Hüttenwartwohnung. Aber grosse Ansprüche darf man nicht haben. Haben sie auch noch nie gehabt. Das bin ich. Ich glaube, was bin ich da gewesen? 1,5 Jahre, 1 Jahr also, ungefähr. Sieht so aus. Die haben mich dann einfach in ein Gitterchen gestellt und die Nachbarn haben dann geschaut und wenn einmal etwas war, haben sie dann gerufen. Ganz easy. Heute sind sie nicht mehr so. Easy ist auch der Weg zur Hütte rauf. Der Bruno darf mit einer speziellen Bewilligung bis dran fahren. Ideal zum Sachen transportieren. Zum Mittag bei Familie Heiss. 35. Sommersaison. Bruno, beato fra le donne. Ein voller Tisch mit den beiden Enkeli, Emina und Vivian, und dem Bruno als Hahn im Korb. Super. Capita Bibi. Andiamo tanto facile, no? No, Să scătăm să vă spasă de curăță frie. Die ersten Gäste sind gekommen und quartieren sich ein. Die Sauseo-Hütte ist beliebt für Wanderer und Kletterer. Guarda, voglio andare a letto. Ja, schön, ja, natürlich. Wenn man schon aufmacht und etwas läuft, ist für uns auch interessant, als wenn 3-4 Leute da sind. Es muss gleich da sein und alles einrichten, da auf der Post, mit einem Tagesgäste bei dem schönen Wetter sowieso. Schön, heute haben wir wirklich Betrieb, es sind fast 50 Leute da, ist ja super, oder? Guter Anfang, würde ich sagen. Dank dem schönen Wetter Anfang Sommer fängt die Saison recht gut an. In der Sauseo-Hütte hat es auch viele Tagesgäste, die einfach nur kommen, etwas essen oder trinken. Und wenn alles rund läuft in der Hütte, können sich Ruth und der Bruno dann ein bisschen zurückziehen. In ihr Stöckli im Nebenhaus, nicht weit weg von der Hütte. Ich und der Bruno sind im Sommer hier oben. Also wir schlafen hier. Und nachdem ein bisschen nicht so viel los ist am Nachmittag oder je nachdem, können wir hier ein bisschen relaxen. Einmal ein. Ja, und dann kommst du rauf, du musst ein bisschen anführen, ich muss meine Blumen gießen. Und ja, einfach einen Moment sein, bis man wieder die Hütte muss parat machen und die Nacht vorbereiten. Und es ist nicht lang, aber immerhin ein Moment.
Für die Nacht packen sie dann wieder alle an. Die fast 50 Gäste haben Hunger. Nein, noch mehr. Noch ein bisschen, komm. Nicht halbieren, damit ich schon lecker bin. Dann noch ein paar Chiffi. Ne? Die Familie Heiss hat eine klare Arbeitsteilung. Der Bruno und Ruth in der Küche. Puoi preparare risotto, Ruth, eh? Die Nadia und Sandra am Buffet und bei den Gästen. Mi porta un po' di risotto ancora? Signori, come va? Aber der Bruno kommt auch gerne einmal in den Speissaal zu seinen Gästen und schaut, ob alles recht ist. Er genießt seine Rolle als Capo. Der Bruno macht Chef, wenn er da ist. Und wenn er nicht da ist, dann tue ich ein bisschen. Oder ja, jetzt Nadia und Sandra, oder? Sie helfen uns mit. Und ja, wir 3 Frauen gehen untereinander besser, also funktionieren besser, du das und du jenes. Gut. Ciao. Zumachen. Tschüss. Salut. Nach dem gleichen Abend gehen die Eltern heim nach Poschiavo, wo sie ihren festen Wohnsitz haben. Ciao. Sie müssen an eine Beerdigung. Este Pacific. Die Nadia und ihre Schwester Sandra übernehmen das Ruder für die Zeit. Ciao, ciao. Prächtiges Wetter bei der Hütteneröffnung, auch auf der Mönchsjoch-Hütte. Die extreme Höhe auf 3650 Meter mit zum Teil extremen Minustemperaturen stellt einer Hüttenwart ganz andere Anforderungen als auf einer Hütte, die nicht so hoch oben ist. Problem Nummer 1: das WC. Einmal pro Tag muss der Kriegel Frostschutz reinleeren. Zwar hat es ja kein Wasser zum Spülen, aber trotzdem. Auch alles andere in den Tank kann gefrieren. Darum der Frostschutz. Keine angenehme Arbeit, aber eine wichtige. Würde das der Kriegel nicht machen, könnte man die Tank nicht schnell genug leeren. Dann, wenn sie der Heilige holen kommt und ins Tal runterfliegt, eine Kläranlage. Problem Nummer 2: kein Wasser. Mit dem Pistenboli muss der Kriegel das Wasser im Jungfraujoch holen, in einem grossen Tank. Und die 750 Liter mit einer Pumpe bis in die Hütte aufpumpen. Das sind etwa 20 Meter Höhendifferenz. Und jetzt kommt das dritte Problem. Wegen dem Gletscherschwund wird die Höhendifferenz immer grösser. Ist gut? Ja, es kommt gut. Das letzte Jahr habe ich Alpen bis hier, wo der silbrige Kasten ist. Und so können wir fahren und von dort aus das Wasser pumpen. Und mit dieser Pumpe, die ich jetzt habe, bringe ich das Wasser nicht mehr bis unter das Dach hoch. Ich muss einen Zwischentank noch nehmen. Es gibt einfach viel mehr Arbeit mit dem Wasser. Bis ich hier 750 Liter abgeladen habe, habe ich fast 2 Stunden, bis ich fertig bin.
Problem Nummer 4. Schnee und Eis das ganze Jahr. Direkt hinter der Hütte am Felsen vom Mönch ist es besonders heikel. Wenn der Schnee hier bleibt, gibt das Eis. Und das Eis tut nachher tricken, das könnt ihr die Hitte tricken vom Felsen. Also man so kann das Wasser, das hier vom Schnee geht, unter der Hitte abfließen. Aber vor all dem lässt sich der Kriegel nicht beirren. Das ist einfach so auf dieser Höhe. Gegen den Abend kommen dann auch schon die ersten Gäste. Bergsteiger. Der eine sogar mit einem Alphorn auf dem Rücken. Der Kriegel, als gelernter Koch und Metzger, ist für das Kochen zuständig. Hallo zusammen. Vielleicht... Hallo. Heidi ist die Frau für Front und kümmert sich um die Gäste. Gut. Ja, wir haben doch zusammen telefoniert am Morgen, oder? Ja, genau. Darf ich noch die Adresse haben? Kochen da oben ist übrigens das Problem Nummer 5. Die Rösti-Portionen, die der Kriegel hier zum ersten Mal ausprobiert, sind schon ein bisschen vorgekocht. Wenn ich hier Rösti machen mit frischen Herdäpfeln, dann habe ich Minimum eine Stunde. Und da wartet kein Gast. Das ist einfach mit der Temperatur, weil wir hier in dieser Höhe sind, bringt man die Hitze nicht so gut her. Und das andere, wenn es da nur so schneeweiß Herdäpfel sind, also Rösti, das ist der Plage, die Rösti für mich, und das gebe ich nicht raus. Da kommt auch der Stolz vom gelernten Koch hinführen. Und doch darf man nicht vergessen, es ist immer noch eine Hütte, eine Hochalpine, mitten in einer gigantischen Bergwelt. Das ist nicht das Gleiche wie ein Restaurant unten im Tal. Am nächsten Morgen im Val di Campo und Buschlaf, in der Sauseo-Hütte. Sandra und Nadia führen die Hütten im Moment allein. Wenn die Eltern fort sind, so wie heute, dann steht in der Regel die Nadia am Kochherd. Ein Schuss Wein? Gibt's schon Risotto? Marste. Mit ein bisschen Wein. Das ist ein bisschen, glaube ich, ja, Papa-Rezept. Puschewin tut immer ein bisschen Wein Marste rein. Das ist ein bisschen etwas von uns, ja, ja. Es gibt ein bisschen Pfiff nachher. Während es beim Zmorgen noch ruhig und fast ein bisschen verschlafen zu und her geht, meldet sich am oberen Stock die kleine Emine. Die jüngste Tochter von Sandra und dem Remo, ihrem Mann. Er ist zu Abend spät auch noch raufgekommen und schaut jetzt zu den Kindern. Wenn er nicht da ist, dann merke ich, dass es viel härter arbeiten, weil dann musst du auf die Kinder immer schauen. Und wenn er da ist, ist es gemütlich. Aspetta, cambiamo prima il patellin. Patellin. Der Remo hat nichts mit dem Hüttenwartjob zu tun. Aber wenn es ihn braucht, hilft er gerne mit. Ich lebe eigentlich auf der Hütte zusammen mit der Familie. Ich gehe einfach pendeln, wenn ich arbeiten muss. Gehe im Tal unten, arbeite und am Abend komme ich dann meistens wieder rauf, dass ich hier für die Familie bin und ja, für die Kinder. Sì, qual era? Salame o l'altro? No, che l'altro, cru. 5, per piacere. So hat jeder sein Jöppli im Betrieb. Grazie a tutti, buona giornata. Molto buon. Der Remo wohnt zwar hier, fährt aber jeden Tag ins Geschäft nach Poschiavo. Er arbeitet bei einem Energieunternehmen. Sì, Dingsel. Dai, porta papi. Dopo torno. Marata. Ciao bella, falla brava, capita Oli bene. Ma vediamo stasera? Ah, stasera lì. Va bene, ciao Vivian. No, no, devi studiare prima che te vas a leggere. Ciao. Va bene, ciao ciao. Ciao, ciao. Sei bravi, vero? Ciao ciao. Ciao, ciao.
ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Abflug auf die Kinnhütte bei Zermatt. Die Lisa und der Peter fliegen das erste Mal auf ihre neue Hütte für die offizielle Übergabe. Die Kinnhütte liegt oberhalb von Randa, auf etwas über 2500 Meter. Es ist eine kleine private Hütte. Sie war ausgeschrieben, weil die beiden Besitzer, 2 Brüder, altershalber aufhören. Ah. Victor? Willkommen auf einem schönen Ort, Riesenröder. Ja, da hast du wirklich recht. Peter Das ist von wirklich- Victor. Hallo. Hallo. Salut, Wie Lutz. geht's? Gut? Ja, es geht gut. Gut, dass ihr seid gekommen. Ja, Ja, genau. Der euch Peter. Super. Gut, dass ihr seid gekommen. Der Victor und der Lucci im Boden haben die Hütte manches Jahr gehabt. Das Büro. Gut. Hallo, schau mal wie schön es herzig. Ah, Die Lisa und der Peter haben sie bis jetzt nur von Fotos her kennt. schön gemacht. Und nachher hier ist ein WC. Ist jetzt hier? Ein WC. Ja, das WC, Ein genau. richtiges WC. Hey, schön. Wow. Das richtigste Zimmer ist das richtigste. Für Loporeit habe ich nicht so ein Zimmer und auch nicht ein richtiges Bett. Und so. Und wenn du das so siehst, merkst du eigentlich, was gefehlt hat. Ja, ein bisschen. Hier ist wieder im Himmel her. Ja, fast, ja. Das ist wirklich super. Nein, Ja. im Himmel will ich noch nicht, ich will ein paar Jahre arbeiten. Aber Wie schon? Die Sicht auf das Dashore siehst du. Hier euch, ja, da in der Spitze. ja. Kein Horror. Dann kannst du mit ihnen den. Ja. Ja, von dem her. Ja, es ist alles mit Herzleben gemacht worden, oder? Ja, das sieht man, das sieht man. Die Übergabe ist für den Victor nicht einfach. Er hätte die Hütte gerne seinem Sohn einmal übergeben. Frieda, Aber der ist leider vor bald 20 Jahren tödlich verunglückt. ich gehe mit einem weinenden Auge, dass das in gute Hände kommt. Ja, darf ich schnell? Und es ist dann nicht immer einfach hier. Die Lisa und der Peter wissen das zu schätzen, dass sie die Hütten übernehmen dürfen. Für einen neuen Anfang in einen neuen Lebensabschnitt. Ja, überwältigend, das sieht man. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem ersten Eindruck. Weil für mich meistens der erste Eindruck sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe sehr ein gutes Gefühl, als ich hier geflogen bin, als ich gelandet bin. Es ist wild, es ist ursprünglich, urtümlich. Es ist weniger lieblich als auf der Lobhornhütte. Aber es ist, ich fühle mich geerdet. Es ist meins. Es ist gut. Es ist gut so. Ich bin endlich am Schluss glücklich. Muss ich sagen. Schwor. Tipptopp. Ich habe die Frau zum Leben gefunden. Schon lange gewartet und es geht super. Die Übergabe ist erledigt. Aber jetzt fängt es erst an. Zum Glück macht die Kinnhütte noch nicht gerade auf, weil jetzt müssen sie zuerst wieder zurück ins Berner Oberland, auf die Lobhornhütte. Die haben sie auch noch. Aber was macht man nicht alles für die Liebe? Jus!
4000er, rund um die Mönchsjochhütte in der Abendsonne. Es scheint zu klappen mit dieser neuen Rösti vom Kriegel. Sie nimmt langsam Farbe an. Dann kannst du mir schnell bringen, das Fleisch. Ist gut, Doris? Heidi und der Kriegel hatten schon früher zusammen in Grindelwald ein Restaurant. Der Umgang mit den Gästen liegt dem Heidi besonders gut. Oh, you're not ready. Aber fast, gell? Aha. Will das gerade mitnehmen? Was mir sehr gefällt, ist halt mit den Leuten zusammenarbeiten. Weißt du, hast wirklich und hast viele verschiedene Leute. Also eigentlich jeder ist ein bisschen anders und die Bergsteiger sind sowieso spezielle Leute. Aber ich kann gut mit denen und das ist eine gute Sache, wirklich. Das mache ich gerne. Einchecken und dann musst du auch ein bisschen schauen zu ihnen. Manchmal hat einer Kopfweh oder der hat einer die Hose kaputt, dann musst du die flicken oder einmal mindestens Neizeit geben. Oder dann haben sie nasse Händchen, wenn sie kommen. Und dann machst du eine grosse Freude, wenn du zum Beispiel sagst, ja, kannst du mir die Händchen in die Küche bringen, hebe sie auf und so Sachen. Und das ist schön, das mache ich gerne so. Die Leute vergewöhnen ein bisschen. Sie sind also ein bisschen meine Jungs, wenn sie kommen. Meine Kinder, sage ich ja, meine Buben. Für die Heidi sind alle Gäste gleich. Egal, woher sie kommen oder was sie machen. Aber heute hat es einen dabei, von dem hat sie gehört, dass er Musiker ist. Der Deno Wiesler von Bern. Dann tust du aber schon noch ein bisschen Alphorn. Also, du willst schon noch einen? Wenn ihr nicht verwöhnt seid, allzu verwöhnt. Nein. Weißt du, wir haben heute eine Öffnung. Ja, jetzt eine Öffnung. Das ist eine riesige Öffnung und der Stuhl Alphorn spielen. Ich spiele. Wäre doch schön, oder? Ich gehe die Röhre holen. Mit der Röhre meint er sein Alphorn, das er hier aufgeschleppt hat für seine CD-Taufe. Und so kriegen die ersten Gäste vom ersten Abend Anfang Saison ein kleines Spontankonzert. Auf 3650 Meter und bei einigen Grad unter Null. Das nächste Mal sieht es auf der Mönchsjochhütte aus wie im tiefsten Winter. Dabei hat der Sommer erst gerade angefangen. Je mehr dass es stürmt und bläst, umso besser gefällt es dem Kriegel. Ja, manchmal fängt es noch, wenn einer so dicht der Schnee am Grind umtreibt. Das habe ich noch gerne, das ist noch brav. In der Sauseehütte in Buschlaf hat die jüngste von der Familie, die Emina, der erste Geburtstag. Ein Riesenfest mit Familien und Freunden. Lisa auf der Lobhornhütte kriegt Unterstützung von 2 Hüttengehilfinnen. Bald geht's los mit 2 Hütten gleichzeitig. Das wird ziemlich stressig. Und Lisa hat als Chefin klare Vorstellungen. Es nervt mich und ich werde hässig, wenn es nicht so gemacht wird, wie ich es gerne will haben. Das und noch viel mehr. Das nächste Mal bei SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Sie sahen SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Migro-Label für regionale Produkte.